So, hallo zu der Hour of Prayer. Susanne, wenn ich jetzt schon rein in den Chat schaue, du hast den Chat noch nicht gesehen, wir haben jemand aus Minnesota, Amerika. Wir haben gerade vorhin über Amerika gesprochen, genau darum begrüße ich aus Minnesota und dann Moin Moin. Weißt du, wer Moin Moin kommt? Ja, das kommt irgendwo von dort, von Deutschland. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig auf Hour of Prayer, diese Stunde wieder zusammen mit euch allen Hour of Prayer Leuten zu feiern und zu beten. Ja, dann jemand ist da aus München, aus dem bayerischen Wald und da wird natürlich noch viel, viel mehr Leute dazustoßen. Hey, mega, mega cool. Es ist für mich ein Vorrecht, mit euch eine Stunde zu beten. Heute, es ist immer so, wir haben eine Predigt am Sonntag und wir nehmen die Predigt und vertiefen das in einem Gebet und darum sind gewisse Dinge ähnlich und doch ist es in dem Sinn ein bisschen praktisch und das Thema heißt, so wirst du wie Jesus. Ich weiß, ein bisschen provokativ, aber es geht eigentlich darum, wenn du die Bünde im Alten wie auch im Neuen Testament verstehst. Die Bünde sind ja für uns ein bisschen komisch, weil wir unterschreiben einen Vertrag oder man macht mündlich eine Commitment, eine Verbindlichkeit in dem Sinn. Das ist das, was wir kennen, aber die Bünde in dem Sinn vom Alten Testament. Und wenn Jesus sagt, ich bin der neue Bund und nehmt das Abendmahl und gedenkt darüber nach, dann ist für uns Bund immer ein bisschen spooky. Aber wenn man einmal den Hintergrund versteht, was ein Bund effektiv bedeutet, bekommen solche Aussagen viel, viel mehr Gewicht. Und so wirst du wie Jesus, mit anderen Worten, einer der Schlüsselpunkte, wenn man einen Bund gemacht hat, war folgendes: Man hat den Mantel gegenseitig gegeben. Das sieht man auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater hat seinem Sohn den Mantel geholt. Und der Mantel war ein Statement, ab jetzt gehörst du wieder zu meiner Familie. Das heißt, wir gehören zur Familie Gottes, haben einen Mantel der Gerechtigkeit von Jesus bekommen. Und das bedeutet, so wird man mehr und mehr wie Jesus, weil das Reich Gottes wohnt in uns. Gott hat uns, ich sage es mal so, den Himmel anvertraut. Das hört sich mega gut an, aber ist auch ein bisschen so, denkst du, ein Himmel hat der Platz in mir? Und man erlebt so Nuancen von diesem Himmel. Und darum, so werden wir Jesus, hat mit den Bünden zu tun, dass Gott hat uns gekleidet mit einem weißen Gewand der Gerechtigkeit. Das kommt in der Offenbarung und auch im Leben von Jesus andauernd immer wieder vor. Und darum möchte ich dir schon am Anfang einfach sagen, wenn du dich entschieden hast, diesem Jesus Christus nachzufolgen, bist du gekleidet mit diesem Mantel und wir werden Jesus Christus von Tag zu Tag ähnlicher werden. Lass uns beginnen mit einem Bibelvers. Und zwar, das ist ein bisschen so der Hauptvers von heute, von allen Gedanken, die wir machen. Und es ist interessant, ich habe über diesen Text schon etliche Male gepredigt, aber diesmal habe ich den Link zum Alten Testament habe ich noch nie so gesehen wie jetzt. Susanne, beginn mal mit diesem Bibelvers. Matthäus 5, Vers 13 steht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ja, man liest das so, ihr seid das Salz der Erde, wir sind das Licht der Welt. Und dann denkt man, ja, an guten Tagen bin ich das Licht, in schlechten Tagen bin ich kein Salz. Und man vergleicht sich immer ein bisschen so, gerade wie ein bisschen die Performance oder was man macht oder nicht macht. Aber ein Salz, sagt die Bibel, das kann nicht die Wirkung verlieren, es sei denn, man braucht es nicht, man setzt es nicht ein. Und ich möchte einfach ganz am Anfang einfach Gott Danke sagen, dass er gesagt hat, wir sind das Salz. Das Salz reinigt, das Salz belebt, bringt ein Essen, bringt den Geschmack so rein, dass es nicht fade ist. Und ein Salz ist auch etwas erhalten, man kann etwas konservieren. Und lieber Gott im Himmel, ich danke dir, dass du hast gesagt, wir sind das Salz auf dieser Welt. Du hast uns eine reinigende Kraft gegeben, du hast uns aber auch eine belebende Kraft gegeben, dass wir etwas Farbe und Stimmung und Atmosphäre und Geschmack da reinbringen. Du hast auch etwas Erhaltendes in uns hineingelegt. Mit anderen Worten, du sagst, wir sind das Salz der Erde, sagst du, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet hinausgehen in die ganze Welt. Ich sage jetzt mal von Enfield, UK, über den Baden-Württemberg, über Friedrichstadt, über Sarajevo, über Cuxhaven, über Minnesota. Wir gehen hinaus und wir reinigen die Umgebung mit Gott und wir beleben die Umgebung mit Gott und wir erhalten das Reich Gottes da, wo auch immer wir in unserem Leben sind. Amen. Amen. Susanne, was bedeutet das für dich, wenn du
das Gewand Gottes bekommst, wenn Gott dir sein Gewand gibt, wenn er dir quasi den Himmel anvertraut. Ich meine, was du ihm ja gibst, kommt ja anyhow schon alles von Gott, oder? Ist eigentlich ein lustiger Tausch, oder? Also uns gibt es ja gar nicht ohne Gott. Also alles, was wir haben, gehört Gott. Also wir geben eigentlich Gott das zurück, was ihm schon gehört, aber Gott gibt Dinge. Oder es ist noch extremer. Ich gebe ihm meine Fehler, ich gebe ihm mein Versagen, ich gebe ihm das, was einfach menschlich ist und was verderblich ist und was sterblich ist, meine ich. Ja. Und ich gebe ihm das und als Tausch davon bekomme ich das, was ewig ist, das, was rein ist, das, was göttlich ist. Das ist schon ein krasser Tausch. Ja, und ich fände es mega cool, wenn du jetzt einfach für einen Moment einfach Gott einfach mal Danke sagst, nur für die Tatsache schon einmal, dass du, Gott nennt uns Söhne und Töchter Gottes. Ich habe diese Wörter nicht so gerne gesagt, du bist Sohn und Tochter Gottes. Da denke ich mir, ja, Leo hört sich ein bisschen schöner an. Aber dahinter steckt eigentlich eine Identität, dass wir mit dem eigentlich sagen, ich bin ja auch der Sohn von Leo und Elisabeth Bicker, sondern von meinen Eltern, sagt man ja, hat man früher vielleicht öfters gesagt. Und irgendwann sagt man, nein, ich bin der Leo, ich habe mit meinen Eltern nichts zu tun. Aber wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind, bedeutet es nichts anderes, dass wir Bürger und Bürgerinnen vom Himmel sind. Und ich finde es mega eine krasse Zusage, weil es nichts mit dem zu tun hat, was ich bringe oder gebracht habe, gebracht werden werde, sondern es ist einfach ein Fakt, dass Gott mich eingeladen hat in Psalm 23, ich werde im Haus des Herrn bleiben für immer. Das Wort für immer kannst du für immer unterstreichen. Also ich möchte dich einladen, Susanne wird einfach so ein Dankesgebet beten, einfach für den Fakt, dass wir Söhne und Töchter Gottes sein dürfen. Das ist ein Vorrecht, dürfen. Und himmlischer Vater, du hast uns ein Beispiel gegeben, wie du bist, mit der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und das bedeutet, du kommst jeder Person, jetzt in dem Moment, jedem von uns kommst du entgegen. Du wartest nicht hinter deiner Arbeit, hinter deinem Pult. Wir müssen nicht klingeln und niemand öffnet und mal reingehen und schauen, ob überhaupt jemand da ist. Du holst uns schon vor der Tür ab. Du kommst uns schon auf der Straße entgegen, egal wie es um uns steht, egal wie wir aussehen. Und ich danke dir einfach für diese freundliche Begrüßung. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen, himmlischer Vater, dass du jede einzelne Person kennst, die es eingeschaltet hat und die jetzt dabei ist. Und du begegnest jeder einzelnen Person so persönlich. Ja. Und hast Augen und Ohren und Hände nur für die eine Person, nur für mich. Und dafür danke ich dir von Herzen. Danke für die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen können. Und ich danke dir auch für die Message vom Sonntag, wo wir einfach als Inspiration für einen Dialog mit dir, für ein Gebet mit dir verwenden können. Und du uns durch diese Worte einfach begegnest, unser Herz berührst, uns reinigst, uns belebst und uns einfach die Ewigkeitsperspektive zeigst. Vielen Dank dafür. Wenn man diesen Dank ausspricht, man fühlt sich ja nicht immer gleich nahe am Herzen von Gott. Man sagt ja, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das ist auch so. Aber die Gefühle sprechen manchmal eine ganz andere Sprache. Und darum ist es wichtig, dass man so Wahrheiten oder Tatsachen ausspricht. Weil Tatsachen, die sind, die bleiben. Wie ein Fels. Ein Fels ist auch in 100 Jahren noch da, der überlebt jeden Wind, jeden Sturm, jede Hitze, jede Kälte, der steht da, der bewegt sich keinen Millimeter. Und darum ist es mega wichtig, dass wir immer wieder auch diese Wahrheiten aussprechen, wie ich sage jetzt mal, wie wenn man der Seele einen Anker gibt. Ich benutze das Wort immer wieder. Man muss der Seele einen Anker geben, sonst floatet man wie ein Boot im Sturm irgendwo hin. Und ein Anker befestigt die Seele und ein Anker sagt auch der Seele, was effektiv die Tatsache ist, weil das Problem ist nicht der Geist, im Geist wissen wir, Gott liebt uns, Gott ist für uns und nicht gegen uns, das wissen wir alles, aber die Seele spricht oft eine ganz andere Sprache und darum sagte David sehr oft in den Psalmen zu der Seele, schweig Seele oder alles kommt gut zur Seele. Das betont er immer wieder, weil er mit dem sagen wollte, nicht die Seele bestimmt meine Zukunft, meine Gefühle, meine Vision, sondern es sind Tatsachen und der Geist steht immer wieder über der Seele. Ja. Lass uns beginnen mit den Salzbünden.
Das habe ich am Sonntag so erklärt, es gibt Salzbünde in der Bibel. Und ich muss jetzt ehrlich dir sagen, ich habe schon viel gepredigt und ich habe noch nie über die Salzbünde gehört. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht, das gibt es gar nicht. Das kommt im Alten Testament andauernd wieder vor und es kommt immer wieder vor. Auch der Link vom Salz und Opfer ist unzertrennbar im Alten Testament und ich habe das immer überlesen, das Salz, bis man merkt, es gibt diese Salzbünde. Es gibt ja den Bund von Noah, den Bund von Abraham, den Bund von David, den Bund vom Volk von Gott und auch den Bund von Jesus. Aber es gibt auch diesen Salzbund und wir wollen euch den ersten Bibeltext mal lesen, wo es heißt in 3. Mose 2, Vers 13, jedes Speiseopfer, und das ist wichtig, jedes Speiseopfer, und auch alle anderen Opfergaben, also egal welches Opfer man brachte, muss mit Salz gewürzt sein. Niemals darf das Salz fehlen, denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch. Und jetzt nimm das in Link, wo Gott sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und es gibt keinen Bund und es gibt keinen Opfer ohne ein Stück Fleisch und Salz. Das heißt, Salz sind wir und das Opfer ist Gott oder Jesus Christus. Also man sagt, das Kreuz alleine, er hat noch keine Kraft, erst an dem Moment, wo ich es annehme, wo das Kreuz mir entgegenkommt und ich komme dem Kreuz entgegen. Dann sagt Gott, ihr seid das Salz der Erde, sagt Gott, mein Opfer, ohne dass ihr es annimmt, hat keine Kraft. Und das heißt, es ist ein Bund und ein Zeichen, der immer mit euch bleiben wird. Also, warum Salz? Salz hat 3 Komponenten. Salz ist reinigend. Und das ist mega, mega krass, diesen Vers, was heißt, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Und ich habe darüber nachgedacht, warum Feuer? Warum Feuer? Feuer steht immer für den Heiligen Geist. Und das Salz in unserem Leben heißt, der Heilige Geist kommt in unser Leben hinein, damit wir eben auch einen Unterschied machen können oder wir, da wo wir Wunden haben, eben eine Heiligung hineinkommt. Also das Reinigende bei einem Salz ist, Susanne, wir waren ja im Toten Meer und das ist mega cool und ich hatte eine Schnittwunde und nach 10 Minuten beginnt es zu brennen wie Chili hoch 30, extrem, wirklich brennt wie verrückt. Und das ist für mich das Bild, Salz ist reinigend, es reinigt etwas, es belebt auch die Haut, es macht die Haut ganz, ganz neu. Mit anderen Worten, wir alle haben so Wunden in unserem Leben, Verletzungen, kann aus der Kindheit sein, es können Dinge sein, die sind erst jetzt geschehen. Und die Bibel sagt, dass das Feuer Gottes, der Heilige Geist, kommt in diese Salzwunden hinein. Das heißt, wir sind nie alleine in unseren Herausforderungen, wo wir drin sind. Und ich liebe das, Salz, der Heilige Geist kommt in unser Leben hinein. Und verstehst du, Salz und Geist Gottes gehört zusammen. Was macht der Heilige Geist? Und dann werden wir zusammen beten. Vielleicht noch ganz kurz, was das Opfer heißt, das ist noch wichtig, weil das macht jetzt einen riesen Unterschied. Weil für uns ist Opfer blutig, schlimm und all diese Sachen, oder? Ist auch schlimm. Aber Opfer heißt übersetzt auf Hebräisch Korban. Das heißt, in jedem Opfer kam Gott näher. Ist eine andere Bedeutung als geschlachtet, Blut fließt. Sondern das Kreuz ist ein Zeichen, Jesus kam uns entgegen. Er kam uns näher. Das heißt, Gott kommt uns entgegen im Opfer und wir kommen ihm entgegen mit diesem Salz. Und der Geist Gottes, das Feuer, bewirkt in uns neun Sachen. Und ich finde das mega spektakulär. Liebe, Frieden, Freundlichkeit, Treue, Freude, Geduld, Güte, Besonnenheit und auch Selbstbeherrschung. Also jetzt nehmen wir jetzt mal Folgendes. Im Salzbund kommt Gott uns entgegen. Wir kommen als Salz Gott entgegen. Mit was? Mit Wunden, mit Themen, die wir haben, mit Muster, die wir übernommen haben aus der Kindheit vielleicht. Mit all dem kommen wir zu Gott im Himmel, mit Wunden, mit Verletzungen. Das sieht man überall. Und das Erste, was das Salz macht beim Opfer, es reinigt die Wunden. Und der Geist Gottes kommt mit Feuer in diese Wunden hinein. Das bedeutet, es geschieht eine Veränderung. Und Susanne, welches Thema von diesen Dingen merkst du, da brauchst du wie Heilung? Also, du bist ja vergeben, du bist ein Kind Gottes, der Himmel gehört dir, aber hat noch nichts zu tun mit einem Thema in deinem Leben. Also, welches von diesen Dingen sagst du, da brauche ich Feuer in meinen Wunden?
Da müsste ich eigentlich jetzt dich fragen, weil du als Ehemann, du siehst natürlich die Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive wie ich. Ich halte mich einfach gerne Jesus hin und vielleicht auch in einem täglichen Rhythmus und sage, Heiliger Geist, hier bin ich. Und wie gut ist es zu wissen, dass in seiner Gegenwart etwas Reinigendes stattfindet. Ich erinnere mich daran, dass man zum Beispiel mit Freundinnen in der Schulzeit zusammen war und du konntest die Atmosphäre prägen, wenn du entweder eben mitgesprochen hast mit all diesen Klatsch oder eben geschwiegen hast. Also dann konntest du entweder Salz in die Wunde streuen bei jemandem oder eben die Atmosphäre prägen und einfach das Gespräch nicht nähren. Und ich liebe es einfach in der Gegenwart von Gott zu sein, weil das ist in sich schon heilsam. Versteht ihr, Korban heißt, Gott kommt uns näher im Opfer, aber ich als das Salz komme am Kreuz näher. Und am Kreuz komme ich näher mit all meinen Themen, die ich habe. Und Heilung geschieht, weil der Geist Gottes, das Feuer, kommt in das Salz hinein. Und ich habe euch die Frage gestellt im Chat drin, in welchem Thema brauchst du Heilung? Schreibt das doch einfach rein und dann wird mir ganz noch auch für das beten, weil es ist mir wichtig, dass wir das konkret, es geht nicht darum, jemanden bloßzustellen, für das ist der Chat nicht da, sondern es geht nicht darum, dass wir, was wir reinschreiben, ist wie auch ein Gebet, dass wir zu Gott beten. Weil niemand ist von uns perfekt. Wir haben immer das Gefühl, ja, wenn ich jetzt das sage, dann bin ich schlechter, was auch immer. Ich sage, wenn man auf das Klo geht, dann riecht jede Person. Ist doch so, oder? Egal ob König oder Fachkraft von irgendetwas, das spielt doch gar keine Rolle. Wir sind alle im gleichen Boot, niemand ist von uns perfekt und ich finde es wichtig, dass man einfach auch diese Dinge ganz ehrlich hinhält, aber das Feuer, der Heilige Geist kommt in das Salz, also er fällt in mich hinein, in meine Wunden. Während ihr da reinschreibt, möchte ich euch meine Geschichte ganz kurz erklären, wo ich jetzt so drin bin, ist für mich Geduld. Geduld ist für mich ein Monsterthema. Jeden Tag, wenn ich die Zeitung lese, mich nervt das wie verrückt. Also nicht, dass jetzt irgendjemand vielleicht etwas falsch gemacht hat, sondern die ganze Corona-Regeln, wo sich andauernd ändern, kann man da reisen, kann man nicht da reisen. Nur ihr müsst wissen, ich reise 1/3 von einem Jahr, bin ich unterwegs und ich habe immer noch mega viele Einladungen, jetzt eine riesengroße Deutschland-Tour nach Ostern, keine Ahnung, was muss man da und es ist alles so kompliziert. Ich denke mir von Tag, die ganze Welt hat Corona. Macht doch eine einheitliche, ist es so schwierig ein bisschen und das nervt mich. Und ich merke, da kommt in meinem Leben die Ungeduld nach vorne. Ich habe nicht gerne, wenn Dinge nicht sofort erledigt sind. Das muss sofort pronto erledigt sein. Also auch einen Veränderungsweg zu gehen, das ist ganz schwierig. Ich habe lieber Sofortheilung, Sofortlösung. Also ich brauche wirklich Geduld Gottes und das heißt hier, eine der Früchte Gottes ist Geduld. Und ich kann jetzt wirklich sagen, in all diesen neuen Dingen ist das bei mir, mache ich eine Skala von 0 auf 100, ist das vielleicht bei 3 Maximum. Also ich kenne das Wort, ich kann es fast nicht mal lesen, so schlimm ist das. Und darum halte ich das Gott hin, weil ich kann jetzt in der Corona-Krise, ich kann dem nicht ausweichen. 1 Jahr wird mir das jeden Tag vor meine Nase gerieben, ob ich das will oder nicht, versteht ihr? Ist vielleicht ein Thema, wo Leute sagen, ja, ist doch kein Problem. Doch, es löst dann in mir so eine Unruhe aus, eine Unzufriedenheit aus. Mich nervt dann auch Leute, die ängstlich sind, ob die auch hier nichts dafür können. Es löst dann 1000 Knöpfe aus. Und ich möchte jetzt dem Heiligen Geist mich nähern als das Salz zum Kreuz. Und ich möchte dich jetzt bitten mit deinem Thema, das du aufgeschrieben hast. Stell dir vor, das Kreuz von Jesus ist da. Und wir als das Salz, wir Korban, wir nähern jetzt uns diesem Gott im Himmel mit unseren Wunden. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Und lieber Gott im Himmel, wir kommen jetzt zu dir und du siehst unsere Themen, du siehst unsere Wunden. Du siehst jedes Wort in diesem Chat von Beherrschung über Minderwertigkeit, über Ablehnung, Einsamkeit und die Trauer. Selbstbeherrschung, das Loslassen von einer Fehlgeburt, die Trägheit, man ist faul, es sind Beziehungen, Zweifel, Angst, Freude, Vergebung, Geduld, alle diese Dinge,
Depressionen, alles bringen wir zu dir. Und Susanne, einfach bete jetzt einfach für Heilung dafür, dass Gott ein Wunder macht. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du am Kreuz gestorben bist und dass es von dir heißt, im Alten Testament bereits, dass wir durch deine Wunden geheilt sind. Und du siehst alle diese Anliegen, alle diese auch Charaktereigenschaften, die einfach noch verwandelt werden dürfen und sollen und Heilung erleben. Und komm, Jesus Christus, und berühre jede einzelne Person. Ich habe hier auch ein Anliegen aus der Church, wo jemand schreibt, das Zusammenleben mit meinem 17-jährigen Sohn, sie ist alleinerziehend, dass da einfach Gott hineinkommt und heilt. Ja. Und ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du dich erbarmst über jede einzelne Person und dass wir unsere schlechten Charaktereigenschaften einfach dir bringen können und sie austauschen. Ungeduld, austauschen mit Geduld. Unfreundlichkeit austauschen können mit Freundlichkeit, da wo wir undiszipliniert sind, es vor dir hinbringen können und einfach diese Selbstdisziplin von dir empfangen für unser Leben. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du in diesen Chat hier mit Feuer kommst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mit Feuer kommst und alle diese Dinge änderst in diese neuen Charaktereigenschaften vom Himmel. Und ich rufe diese Charaktereigenschaften in deine Wunden hinein. Und Jesus sagt, in meinen Wunden seid ihr geheilt, weil der Heilige Geist, sein Job auf dieser Erde ist, Heilung und Versöhnung zu kreieren. Und ich rufe den Geist Gottes jetzt auf über deine Themen und den Wunden von Jesus Christus mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Bist du wiederhergestellt, geheilt und auch versöhnt. Und ich spreche das aus im Namen von Jesus. Amen. Amen. Und jetzt kommt ja dann die Frage, ja, jetzt habe ich gebetet und bei den einen ist es wirklich so, ist es sofort weg. Es ist so, die einen erleben jetzt eine Sofortheilung, das macht Gott. Macht er für die, praise the Lord. Was ist, wenn jetzt du das gebetet hast und nächsten Morgen, es hat sich gar nichts geändert? Jetzt kommt eben ein wichtiger Punkt. Da hast du ein super Bild verwendet in der Message am Sonntag. Das mit dem Mantel und was darunter ist. Ja, man muss es eben immer wieder proklamieren, man muss es immer wieder wegreißen, das wollte ich mit dem sagen. Man muss es immer wieder wegnehmen, bis man merkt, es hat keine Kraft mehr. Und manchmal muss man ein Jahr lang arbeitet man an diesen Themen, manchmal 2 Jahre an diesen Themen. Es ist total mühsam. Und jemand hat mich dann gefragt, ja, warum macht dann das Gott? Und es ist so, Gott ist mehr interessiert an unserem Charakter als immer an einer Sofortheilung. Ja. Wenn Gott immer alle Dinge heilen würde, würden wir eine Abkürzung machen an unserem Charakter, an diesen Früchten des Geistes zu arbeiten, nicht freundlich zu sein, friedevoll zu sein, Selbstbeherrschung. Alle diese Dinge würden wir gar nicht anpacken, weil es ist einfach Lied gratis da, man hat nichts dafür gemacht. Und darum nicht jedes Thema nimmt Gott sofort weg, weil Gott an unserem Charakter formt. Und der Charakter ist auch das, was wir mitnehmen in den Himmel. Unser Körper nehmen wir nicht mit, aber der Charakter, das, was wir aufgebaut haben, kann man sagen, ist auch der Geist. Das nehmen wir mit in den Himmel. Und darum ist das eben oft ein Prozess, den Gott zulässt, weil es uns an dem Herzen Gottes total dran bleiben lässt. Das zweite Salzbund, den kannst du, Susanne, lesen. Salz ist auch belebend, also es reinigt und heilt, aber es ist auch belebend. Ja, im 4. Mose 18, Vers 19 steht, alle diese Gaben, die die Leute von Israel mir bringen, gebe ich dir und deinen Nachkommen. Das sagt also Gott durch Mose zu Aaron. Alle eure Familienangehörigen dürfen davon essen. Diese Vorrechte gelten für alle Zukunft. Sie sind in meinen Augen so unwiderruflich wie ein Salzbund, der durch gemeinsames Essen von Salz besiegelt worden ist. Und hier sieht man eigentlich die Bedeutung von einem Salzbund. Es bedeutet Freundschaft und es bedeutet die Ewigkeit, weil eben Salz ist erhalten und wenn man Salz zusammen isst,
im alten Orient hat das Freundschaft bedeutet. Und Leo, ehrlich gesagt, das ist eines meiner Highlights von der Message vom Sonntag, dass ich realisiert habe, Gott will nicht nur unsere Opfer, sondern weil es da heißt, alle Familienangehörigen dürfen davon essen. Also es wird nicht einfach alles verbrannt, sondern also von den Opfertieren entsteht ja Fleisch und das war dann Essen. Und Essen ist eigentlich eine der Möglichkeiten, wie man Freundschaft zum Ausdruck bringen kann. Es zeigt die Freundlichkeit von Gott. Ja, und es gibt nur 2 Opfer, die total verbrannt worden sind. Und das werde ich am Sonntag darüber sprechen. Das Sündopfer hat bedeutet, das hat man dann in die Wüste rausgestreut. Das hat man nicht mehr auflesen können. Und das zweite Opfer war gewesen, jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich gesagt habe, ich möchte ein lebendiges Opfer sein. Ich möchte, dass alles von meinem Leben dir gehört. Das hat man auch verbrannt als ein Statement. Es gibt keine Bereiche in meinem Leben mehr, wo ich unbedingt noch davon essen möchte. Alle anderen Opfergaben, hochinteressant, hat man gegessen, war ein Essen. Und darum, wenn man sagt, mega viel Blut ist geflossen, nein, man hat auch gegessen in dem Sinn. Und von dem her bekommt das auch nochmals eine andere Nuance. Und ich möchte einfach beten und Gott Danke sagen, dass er ein Gott der Freundschaft ist, weil er sagt das ist wie ein Salzbund durch gemeinsames Essen. Also Gott ist ein Gott der Freundschaft mit dir und mit mir möchte. Ja. Und lass uns das einfach im Gebet verinnerlichen. Und danke Gott, dass du einfach bei diesen Opfern ein Stück Fleisch auf die Seite legen lassen hast zum Genuss, zum Essen, zum Freundschaft, zum die Tischgemeinschaft pflegen und zum einfach sich auch bewusst sein, dass du ein Gott der Freundschaft bist, ein freundlicher Gott. Und ich möchte das einfach für einen Moment verinnerlichen, dass du Freundschaft förderst, dass du alles gemacht hast, dass wir eine Freundschaft mit dir haben können. Vielen, vielen Dank, dass du in diesem Bild gesprochen einfach Salz mit uns essen möchtest, was so viel bedeutet. Das ist die Redensart, dass wir Freunde sind. Und du schämst dich nicht für mich. Vielen Dank. Ich finde es mega, mega spektakulär. Ein Salzbund ist mega wichtig. Du findest das nicht in jeder Bibelübersetzung genauso geschrieben. Zum Beispiel Hoffnung für alle ist ein anderer Name, aber hinten ist eine Klammer. Wenn man da drauf drückt, kommt das Salzbund vor. Also im Luther kommt das Salzbund andauernd vor. Gewisse Bibelübersetzungen haben das anders übersetzt, aber es sind immer eine Klammer. Wenn man da drauf drückt, kommt man auf den Salzbund. Weil das ist eben der Punkt, den du in Hoffnung für alle liest, hast du eben noch nie vom Salzbund gelesen. Und das war eben einer Punkt, ich gesagt, woher kommt denn das? Dann liest du Luther, wo das 1:1 eigentlich übersetzt, und es ist mega belebend. Und zudem haben wir ein Bild gefunden, eben, wo eigentlich Leonardo da Vinci das letzte Abendmahl hat das letzte Abendmahl gemalt. Und hier ist eben auch wieder, man hat den Brot und das Wein genommen, das Abendmahl. Und es gab auch immer Salz auf diesem Tisch. Darum, dass mit Jesus zu essen, am Tisch zu sitzen, Gemeinschaft zu haben, ist eben der Salzbund. Das wird sich gar nie aufhören. Und wie gesagt, manchmal das Gefühl irgendwo, man ist mega, mega weit weg von diesem Gott im Himmel, aber ist er nicht. Also, wenn wir das Salz sind wir beauftragt, und das macht nicht Gott, in unsere Familie, in unsere Freundschaften, in unsere Sportvereine, Freundschaften, wo wir sind, das Evangelium hineinzubringen. Würde man uns wegnehmen, würde man etwas merken, es fehlt etwas, eine geistliche Atmosphäre. Also man hat natürlich nicht immer das Gefühl, oh, ich bin in einer Firma, ich mache einen großen Unterschied, ich werde gemobbt, ich werde nicht ernst genommen, mein Lebensstil ist nicht perfekt. Ja, das sind alles vielleicht Umstände, aber ein Salz bleibt ein Salz. Und das sagt ja die Bibel. Auch ein ganz kleines Lichtlein, also ein ganz kleines Lichtlein, wenn es dunkel ist, sieht man es. Natürlich ein Flutlicht erhält alles, aber das klitzekleine Licht, die Bibel sagt auch, ihr seid das Licht der Welt, sieht man. Und wenn du nur klitzeklein leuchtest, bist du schon bereits sichtbar für die Leute, und auch deinen Glauben hat immer eine Auswirkung in deine Umgebung. Und darum sagt Jesus, ich habe geopfert, aber ihr seid das Salz, das die Erde belebt. Ihr bringt eine Farbe hinein. Ihr verändert die geistliche Atmosphäre. Ihr macht einen Unterschied. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass Gott dir
Situationen schenkt in deinem Leben, wo du vielleicht bewusst oder unbewusst etwas Belebendes sein kannst, ohne dass du vielleicht dir zu viel überlegt hast, was du gesagt hast. Manchmal kann man etwas Dummes sagen und es löst etwas Positives aus oder etwas Verletzendes, aber es löst immer etwas aus. Und es ist nicht immer so, dass man alles genau richtig sagen muss, sondern Gott hat viele Optionen, um einfach Sachen zu nehmen und zu bewirken. Lieber Gott im Himmel, ich bete, dass jede einzelne Person in diesem Chat, jede Person, die diesen Podcast jetzt auch hört und den YouTube das ansieht, ich bete, dass Gott dich in Situationen hineinschickt, hineinsetzt, vielleicht hineinpositioniert, vielleicht hast du eine Position bekommen, vielleicht hast du das Gefühl, ich habe gar keine Position, aber ich bete jetzt einfach, dass dein Leben einen Unterschied macht in der sichtbaren, wie auch in der unsichtbaren Welt. Und dass durch dein Leben Ströme vom lebendigen Wasser fließen, wo Menschen belebt, erfrischt, vielleicht auch korrigiert. Und ich bete das einfach im Namen von Jesus Christus. Vielleicht bist du die einzige Person in deiner Familie, die an Jesus Christus glaubt. Vielleicht bist du die einzige Person in deiner Verwandtschaft, die in eine Kirche geht. Dann bist du das Salz für diese Menschen, das etwas belebt, weil über dich wird gesprochen. Man spricht nur über etwas, was Leute eben, wie sagt man das, auch etwas hinterlässt. Also du löst etwas aus, das wollte ich sagen. Du löst etwas aus. Man spricht nur über andere Menschen negativ oder positiv, die etwas auslösen. Über alle anderen Menschen spricht man gar nicht. Du löst bereits schon etwas aus. Das ist gute Botschaft. Also wenn Menschen dich auslachen, dann löst du etwas aus, sonst würde man nicht lachen, sonst würde man es stehen lassen. Ja, und es gibt ja viele Situationen, wo du schon am Beten bist und vielleicht schon jahrelang und du hast das Gefühl, es passiert überhaupt nichts. Und ich möchte jetzt einen Augenblick nehmen, wo wir einfach diese Situationen nochmal vor Gott hinhalten und sagen, Gott, ich brauche darin eine Ermutigung, weil ich tendiere dazu, dass das Ganze abschwächt. Zeig mir nochmal, was es bewegt und was du bewegst, weil ich dort stehe und weil ich dort arbeite und weil ich dort einfach dein Salz hineinbringe. Lass uns einfach diese Momente, wo wir gerade in der Tendenz sind, entmutigt zu sein, weil sich sichtbar nichts bewegt, Gott hinhalten. Und himmlischer Vater, da sind wir. Ja. Du siehst alle diese Momente, du siehst unsere Nachbarschaft, du siehst unsere Familie, du siehst vielleicht auch unsere Kinder, unsere Arbeitsstelle, wo wir immer wieder jeden Tag hingehen, regelmäßig hingehen und du hast versprochen und uns zugesagt, dass wir Salz sind. Yes. Und ich nehme im Moment gerade gar nichts wahr und bin entmutigt und bitte dich einfach, dass du, Heiliger Geist, in diese Situationen hinein redest und Bilder schenkst und Eindrücke schenkst und eine Sicht gibst, was für das, was eben im Unsichtbaren geschieht, vielleicht auch unter der Erde am Wurzelsystem. Yes. Ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, Priesterinnen. Ihr gehört ganz neu zu ihm und seid sein Eigentum. Hier wieder das Eigentum. Wir haben uns als Salz entschieden, mit Gott einen Salzbund zu machen. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, denn der euch aus der Finsternis befreit hat und euch ein wunderbares Licht geführt hat. Also, wenn Leute sagen, ja, aber wenn jetzt mich jemand fragt, warum glaubst du an Jesus? Wie theologisch hätte ich besser zuhören sollen oder ich habe schon wieder vergessen. Hier sagt die Bibel, die großen Taten, du kannst von der Tat erzählen, wie Jesus Christus dein Leben verändert hat. Man sagt immer, wie war das Leben vor Jesus? Wie hast du Jesus erlebt? Und was hat sich jetzt verändert? Das sind so diese 3 Punkte, die du mitnehmen kannst. Und die großen Taten in deinem Leben, die sind sichtbar. Weil dein Leben hat sich verändert. Wenn Jesus Christus in unser Leben hineinkommt, wohnt der Himmel in uns. Und es gibt keinen Menschen, wo Jesus hineinkommt und alles bleibt beim Alten. Ich sage immer, man kann zu Jesus kommen, wie man ist.
Und man soll zu Jesus kommen, wie man ist. Aber beim Kreuz kann man nicht mehr bleiben, wie man ist, weil das Kreuz verändert immer. Es hat eine Kraft und diese Kraft hat nie aufgehört in deinem Leben. Also, wenn Menschen dich fragen, ja, aber wie siehst du das mit Corona und wie siehst du das und jenes, kannst du vielleicht sagen, das habe ich keine Ahnung, aber was ich weiß ist, Jesus hat mein Leben verändert. Ich war rastlos, ich habe Frieden bekommen. Ich war Alkoholiker, ich bin frei geworden. Ich war untreu, ich habe Treue lernen dürfen. Du kannst einfach deine großen Taten erzählen, was du mit Gott erlebt hast, und da kann dir niemand sagen, nee, das sehe ich nicht so. Es ist deine Story, es sind deine Taten und Geschichten bewegen, lösen etwas aus, und dann möchte ich dich ermutigen, wenn du denkst, oh meine Güte, jetzt muss ich schon wieder das Salz sein, ich weiß nicht, wie ich das Evangelium verkünden sollte. Gott führt uns immer in Situationen hinein, wo wir von ihm ganz natürlich erzählen können. Ja. Das geschieht immer. Und es hilft auch, diese Dinge einfach sich mal zu überlegen und vielleicht auch mal aufzuschreiben, weil dann bist du bereit. Ja, genau. Wenn du, wie du, Leo, gesagt hast, in so eine Diskussion hineinkommst, dann musst du vielleicht gar nicht auf das Anfangsthema eingehen, sondern du hast es so schön gesagt, ja, wie das sich verhält, weiß ich nicht, aber was ich weiß, ich war so und jetzt bin ich so. Und überleg dir das mal, schreib dir das vielleicht auf, dass du auch wirklich bereit bist, etwas von diesen Taten in deinem Leben zu erzählen, und dann bist du bereits Salz. Genau. Ja, cool, jetzt wollen wir noch den dritten Salzbund. Salz ist erhalten, also Salz reinigt. Salz belebt etwas, bringt so Stimmung oder ich sage jetzt mal Farbe, Geschmack in das Leben. Es erhaltet auch etwas. 2. Chronik 13, Vers 5. Wisst ihr nicht, also wenn Gott so beginnt, wisst ihr nicht, dann jemand, das ist wie Schule, meine Lehrer, das weißt du doch. Dann sagst du immer, ja, logisch weiß ich das, obwohl ich das nicht weiß. Ich weiß nicht, wieso man da so immer beginnt. Aber wisst ihr nicht, logisch, wir wissen das, dass der Herr, euer Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat, ewiglich, ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund. Also Gott hat mit David einen Salzbund gemacht und hat gesagt, die Königslinie von David wird immer bleiben, es wird immer erhalten. Und es war ja nicht so, dass alle Söhne und Töchter, die gekommen sind von David, perfekt gewesen waren. Es waren zum Teil schreckliche Dinge, aber es heißt hier, es wird ewig bleiben, es wird nicht mehr weggehen. Und Jesus kam aus der Linie von David. Mit anderen Worten, diese ewige Linie, zu dem steht Gott. Und für mich bedeutet Salz ist etwas Erhaltendes. Und auch hier, wir haben am Anfang gesagt, der Heilige Geist kreiert 9 Früchte in mir, so sage ich jetzt mal so 9 Charaktereigenschaften, aber er gibt mir auch 9 Geistesgaben. Und die 9 Geistesgaben sind eben Kräfte, die Gott uns gibt, um nach außen das Evangelium zu verkündigen. Das ist die Gabe der Weisheit, vom Glaube, von den Wundern, der Unterscheidung der Geister, die Erkenntnis, Krankenheilung, prophetisches Reden und auch Sprachenreden oder Auslegung der Sprache. Ich möchte nicht über jedes Detail eingehen, aber was ich dich ermutigen möchte, wenn du siehst in deiner Familie, in der Verwandtschaft oder du fährst im Zug und eine Person ist krank, dann frag doch einfach, darf ich für dich beten? Für das brauchst du kein Theologiestudium. Du brauchst nur Mut. Aber Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben, das ist der Heilige Geist. Dann frag doch einfach, darf ich für dich beten? Schlimmer als ein Nein wird es nicht sein. Und da setzt immer die Menschenfurcht ein. Man will das Gesicht nicht verlieren. Oder du hast plötzlich über eine Person, hast du geträumt, oder du hast einen Bibelvers, der dir in den Sinn gekommen ist für diese Person, dann schreib das doch einfach mit WhatsApp, Telegram, was auch immer, mach eine Sprachnotiz, mach ein Video. Ich finde es heutzutage ist es viel, viel einfacher, einen prophetischen Eindruck weiterzugeben. Prophetie ist nichts anderes, das ist die Sichtweise Gottes, also wie Gott die Person sieht. Also ist nicht, wie Gott die Person jetzt sieht, sondern Prophetie ist ein Bild, wie Gott die Person effektiv sieht. Und oft im Leben sehen die Leute nicht mehr das Potenzial, den DNA Gottes. Und du sprichst das aus, wie Gott über der Person denkt. Nicht, was sie lebt, was sie durchmacht, wo sie drin ist, sondern wie Gott es sieht. Ich möchte dich einfach ermutigen, einfach sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Schenke mir diese Gaben, die hat der Geist Gottes mir gegeben.
um mit der Gabe der Weisheit in meiner Familie eine weise Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist da ein Erbe, das entschieden werden muss und man hat Streit. Möge Gott dir Weisheit geben wie dem König Salomo, dass du plötzlich merkst, du hast geträumt und bumm, Leute sagen, boah, wie kamst du auf diese Idee? Ich bete für Weisheit über ganz knifflige Entscheidungen, die du treffen musst, sei es in der Firma, sei es eine Firma zu gründen, was auch immer das ist. Der Geist Gottes möge dich mit Weisheit berühren. Ich bete auch für Glauben, dass da, wo Menschen den Glauben aufgehört haben, dass du sagst, come on, lass uns nochmals eine Meile gehen, weil ich glaube, das Beste kommt noch. Ich segne dich auch von Wundern, dass durch dein Leben, durch deine Hände Wunder geschieht, wie die Frau, sie nahm die Kübel im Alten Testament und hat Öl reingeleert und jedes Mal hat sich das vermehrt. Jeden Krug, den sie brachte, hat sich vermehrt. Ich bete auch für Wunder in deinem Leben. Und ich bete für prophetisches Reden, dass du einfach ins Leben hinein ermutigende Wahrheiten von Gott aussprechen kannst über das Leben deines Ehemannes, über das Leben deiner Ehefrau, über das Leben deiner Kinder, deiner Familienangehörigen und deiner Nachbarschaft und auch deiner Arbeitswelt. Dass du einfach dort Dinge siehst, wie Gott es sieht und so auch Salz sein kannst, weil ich danke dir, Jesus, dass du uns diesen Teil vom Salz anvertraut hast. Und es ist erst vollkommen, wenn beide Teile sind. Du hast alles gebracht und alles gemacht am Kreuz, was das Fleisch, was das Opfer bedeutet. Und wir bringen dir unser Leben und bitten dich einfach, dass du uns gebrauchst. Und danke für diese Ausrüstung durch diese Gaben des Geistes, wo wir einfach in unserem Umfeld wirksam salzen dürfen. Und ich bete auch für Erkenntnis, dass da, wo du wie nun lauter Wald, oder wie sagt man, lauter Bäume, oder lauter Wald und Baum nicht mehr siehst, oder wie auch immer, lauter Bäume und Wald nicht mehr siehst, irgendwie so. Da merkst du, jetzt kommt meine Legasthenie hervor. Ich vertausche immer Dinge, wie auch immer. Aber da, wo du nicht mehr durchsiehst, dass Gott den Nebel von deinen Augen wegnimmt, für das bete ich. Im Namen von Jesus Christus, dass du kristallklar durchsiehst. Und ich bete auch für Krankenheilung. Ich möchte dich jetzt bitten, wo auch immer du krank bist, wenn du jetzt krank bist, vielleicht dann hast Kopfweh, jemand hat geschrieben Corona, jemand hat geschrieben Krebs, was jetzt immer deine Krankheit ist, möchte ich jetzt einfach bitten, dass du deine Hand nimmst und das einfach symbolisch an diese Stelle legst, wo du krank bist. Jemand hat uns auch geschrieben, dass ihre Tochter mit 25 Jahren mit Covid im Spital liegt und einfach schwere Lungenprobleme hat. Jemand anders hat geschrieben, dass ihr Baby in der 34. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen ist und jetzt noch Gelbsucht hat. Und wir beten auch für diese Anliegen. Und du hast gesagt, wir sollen für die kranken Menschen beten. Das tun wir, weil das Reich Gottes wohnt in uns. Und du hast gesagt, wenn die Leiter, die Leiterinnen einer Kirche, einer Gemeinschaft die Hände auflegen, wird es ihnen besser geben. Und wir sagen jetzt durch die Kamera, durch den YouTube und Podcast hindurch sind wir verbunden. Und ich lege jetzt einfach meine Hand als ein Pastor und Susanne als eine Pastorin auf deine Krankheit in deinem Leben. Und Krankheit ist ein Geist. Und Jesus hat immer den Geist der Krankheit ausgetrieben. Er hat gesagt, Geist vom Fieber, Geist der Staubheit, Geist der Blindheit, Geist vom Tod. Jesus hat diesen Geist ausgetrieben und dann wurde die Person gesund. Und ich bete jetzt einfach, dass der Geist vom Krebs, der Geist der Depression, der Geist der Lungenschäden, der Geist vom Coronavirus, der Geist vom Rheuma, der Geist vom Tod, der Geist der Schlafstörungen, der Geist der Beziehungsunfähigkeit, der Geist der Unvergebenheit, der Geist der Rebellion, der Geist der Eifersucht, vom Stolz. Ich befehle dir jetzt im Namen von Jesus Christus, nicht in meiner Instanz und nicht in meiner Autorität, sondern im Namen vom Allhöchsten Jesus Christus, dass du Krankheit, und du hast einen Namen, Tinnitus, Neurodermitis, Geist von Angst, nach der Essstörung, der Essstörungen, der Schulden in deinem Leben, der Süchte in deinem Leben,
aus deinem Leben rausgehen im Namen von Jesus Christus. Und da, wo etwas geht, da laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst mit dieser ganzen Fülle, mit diesem Feuer, mit diesem Salz und mit deinem Öl und einfach heilst und auffüllst und neu machst. Genau, wir laden die Früchte des Geistes ein. Jetzt merkst du, man lädt etwas aus und man lädt etwas ein. Dieses Feuer gesalzen, das Feuer kommt in das Salz. Ich bete, dass die Liebe, der Friede, die Freundlichkeit, die Treue, die Freude, Geduld, Güte, Besonnenheit und Selbstbeherrschung jetzt in dein Leben wie mit Feuer hineinkommt. Und du einfach merkst, das Reich Gottes wohnt in mir drin. Und das ist der Tausch, den Gott mit uns macht. Hey, Salzbund finde ich mega sensationell, weil Opfer kommt von Gott, Korban, er kam uns näher, aber wir sind das Salz, wir kommen unserem Gott näher mit unseren Wunden. Er heilt in uns etwas, wir werden belebt und gehen hinaus und erhalten auch etwas. Noch zum Ende haben wir noch ein Buch geschrieben, machen ganz kurz am Ende noch einen Schwenker, bevor wir da Goodbye sagen. Wir haben dieses Buch geschrieben, vor einem Jahr haben wir angefangen. Ja. Vor einem Jahr in der Corona-Krise 31 Gebetsstile, wo man einfach jeden Tag ein anderes Gebet beten kann, weil manchmal sagen Leute, nach 3 Minuten habe ich gebetet, ich weiß nicht mehr wie weit. Das ist ein cooles Geschenk, auch für Ostern weiterzugeben. Ist jetzt bereits schon in der 2. Auflage, 5000 Bücher verkauft in 2 Monaten, ist für Deutsch und Schweiz sehr, sehr schnell und viel. Und ich danke euch dafür. Man kann es da bestellen. Susanne und ich verdienen nichts an diesen Büchern. Wir haben alle unsere Bücher in ICF Zürich verschenkt. Wir verdienen keinen Cent, keinen Euro von den Büchern. Das haben wir ganz am Anfang uns entschieden. Bücher und alles, was wir machen. Wir haben ein Gehalt, von dem leben wir, that's it, und der Rest wird Gott uns versorgen. Wenn du noch nicht unseren YouTube-Kanal abonniert hast, Susanne, warum sollte man diesen Kanal abonnieren? Du hast so ja, weil wir haben ja noch mehr als nur Hour of Prayer und wenn du ihn abonnierst und die Glocke einschaltest, dann wirst du immer wieder daran erinnert, wenn wieder etwas Neues aktuell ist und wenn wieder etwas live kommt. Also am Sonntag die Messages oder auch unter der Woche von unseren Youth und 20s und all diese verschiedenen Kanäle, Ladies Night, die bald vor der Tür steht, all das, wenn du unseren Kanal abonnierst und die Glocke einschaltest, wirst du immer erinnert. Und was ich so cool finde an Hour of Prayer, es spielt keine Rolle, von welcher Kirche du kommst. Es spielt keine Rolle, zu welcher Gemeinschaft du gehörst. Es spielt mir eine Rolle, dass du an Jesus glaubst. Das ist für uns mega wichtig. Und wir sind verbunden und ich finde, das ist mega cool. Corona hat auch viele Grenzen, einfach, die waren eigentlich schon nie da, aber die wurden jetzt definitiv einfach mal niedergerissen. Wir sind verbunden, egal was für eine Church du gehst, spielt keine Rolle, weil man lockt sich ja nicht ein mit einem Church-Namen. Und darum, was auch immer, in welcher Gemeinschaft du auch immer bist, wo du auch aufblühst, und unser Anliegen ist einfach, dass du an diesem Herzen an Gott bleibst und mit ihm wirklich einfach erleben darfst, dass du im Hause des Herrn für immer bleiben wirst. Von dem her, Gottes Segen, Rock diese Woche, du bist das Salz der Welt. Und in der Osterwoche haben wir ja dann Montag, Dienstag, Mittwoch, da ist jeden Tag etwas online für dich da. Das ist auch das, was wir immer wieder hören, was Leute sich wünschen, dass sie jeden Tag gerne so einen Input oder so ein Gebet haben. Das wird definitiv an der Osterwoche dann kommen. Ja, und du kannst mit uns auch beten. Wir haben nächste Woche ein Meeting, wo wir darüber sprechen, wie können wir die Hour of Prayer ausbauen, wie können wir Dinge zusammenlegen, dass es wirklich so eine Gebetsbewegung wird, die ein bisschen wie neu und frisch ist. Und ich freue mich für diese Möglichkeiten, die wir haben, weil es ist wirklich einfach eine krasse Möglichkeit. Und darum, wir sagen God bless you von unserer Seite und genießt die Woche mit eurem Gott im Himmel und tschüssi. Tschüss.